Also das Wort Borderline habe ich selten bis fast nie ins Mund genommen. Das Wort kann ich so erst aussprechen, seit ich das Buch geschrieben habe, weil ich einfach immer wieder gespürt habe, oder auch, ja, schon einmal, wenn ich auf Google das eingebe, Borderline gleich Monster, ein Monster. Man sagt, es ist die meist stigmatisierte psychische Krankheit. Und das ist genau das, warum ich auch hier bin, weil ich das will, dass das aufhört. Weil ich einen Teil dazu beitragen, dass das aufhört. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin bleiben stehen. Ich will wieder zurück und kann nicht vorgehen. Manchmal fühle ich mich... Die Diagnose Borderline ist mir im 2008 in der Klinik gestellt worden. Das war ein ewiges Auf und Ab. Es ist wirklich so, dass, wie man so schön sagt, das Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht. Mit dieser Diagnose, sage ich, fühlst du alles viel stärker, viel intensiver. Ich verfreude alle fast, wenn mich etwas freut. Dann weiss ich gar nicht, woher wo mit all dieser Freude. Und andererseits ist etwas Trauriges passiert oder etwas Belastendes, dann bin ich halt wirklich in ein Loch gefallen. Die letzten 20 Jahre wollte ich nicht einfach vergessen. Ich hatte das Gefühl, ich wollte es festhalten, ich wollte es in einem Buch festhalten. Und dann habe ich letztes Jahr von einer Kollegin ein Buch gelesen und dann habe ich gesehen, dass das über Edition Unik ist passiert. Und sie hat mir dann erklärt, dass es ein Verein ist, der wirklich das Schreiben für alle möglich macht. Und ich wusste, okay, das ist jetzt mein Moment, jetzt mache ich das. Ich will kein pures Glück und auch kein Zorn. Das Monster will ich zähmen, wenn es vor der Türe steht. Ich nehme dich an der Hand, wir gehen den Mittelweg. Was denkt meine Familie, meine Eltern, wenn sie das lesen? Das war ja für mich auch ein Punkt, der extrem schwierig war. Und das hat sich dann auch während dem Prozess des Schreibens entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, mal, ich will raus mit dem, weil ich will zeigen, hey, es ist heilbar oder man kann mit dem leben. Es braucht einfach Zeit, es braucht viel Reflektieren, es braucht viel Gespräch, es braucht viel, ich sage immer, das Hirn trainieren. Man muss Situationen immer halt wieder reingehen und wirklich einfach trainieren. Es ist wie Fitness im Hirn.